Wird es dann 2 Videostreams praktisch. Bist du da jetzt jeden Tag am Start oder hast du auch mal Pause? Ab und zu mal Pause. Schon live? Ja. So, ich bin jetzt weg. Sind wir schon on air oder noch nicht? On air, lassen noch Musik spielen. Geben wir noch die Gas. Aber vorstellen, dass es regnet. Ja, auch schon. Ja. Aber so ist schon echt herrlich. Ja. Keine Wolke. Besser hätten wir es nicht erwischen können. Wenn es der Wetter bestellt, schaut es genauso aus. Als Fleisch, ist für dich nichts. Aber die ist für mich auch, weil der ist gleich in den Korn. Das sah auch nicht aus. Ich mache einfach aufeinander passen. Bravo, Servus und ein großes Servus auch raus. Wir sind schon live. Bitte sitzen. Isst dein Zeug und lass uns da arbeiten. Das ist sakral. Kommst schon ins Gut. Ja, also nochmal. Servus miteinander. Wir sind wieder zurück. Digiwiesen. Wir sind heute bei Norris Network hier in Aschheim zugange. Es ist der Himmel der Bayern und echt, Leute, der Himmel ist echt da, oder? Ohne Wolken. Ein Wahnsinn. Also, wir haben heute zu Gast auf der einen Seite den Udo, auf der anderen Seite den Florian. Fangen wir mal mit dir an, Florian. Florian Zippel, du bist ja hier der Hausherr. Sozusagen, ja. Und das auch schon ein bisschen länger. Bin Operations-Vorstand bei der Norris. Im 20. Jahr machen wir das schon. Das Lustige ist, wir haben eigentlich vor 20 Jahren schon das Gleiche gemacht wie heute. Heute gibt es nur einen Namen dafür. Cloud Computing, Zentralisierung. Und ja, freue mich, dass wir uns da heute ein bisschen drüber unterhalten können, dass wir ein bisschen euch näher bringen können, was wir denn da eigentlich so machen und was so die Vorteile ist. Perfekt. Du, ich freue mich wahnsinnig drauf. Aber vor allem, ich habe auch ein paar Fragen, weil ich alles in der Cloud auch noch nicht kenne. Und Udo, du bist auch da. Was machst du bei Norris? Ich bin auch da, genau. Ich bin jetzt 10 Jahre bei der Norris, halb so lang wie der Flo, und bin Produktmanager und als solcher für alle unsere Produkte verantwortlich. Ja. Sehr schön. Also wir werden von dir erfahren, was es so für Möglichkeiten gibt. Mit dir unterhalten wir uns über das Thema Cloud insgesamt. Deswegen wäre auch dann gleich bald die erste Frage fällig. Wir laden uns dann noch ein paar Gäste dazu ein. Also wir werden peu à peu noch Leute dazu bekommen. Unter anderem Nico Grove, der im Präsidium sitzt vom DI4. Wir werden Clemens Baumgärtner hier begrüßen können. Das ist der Wiesenchef. Der kommt auch hier vorbei, ja. Oder? Aber er hat einen kleinen Nebenjob. Das ist der Wirtschaftsreferent der Stadt München, Andi, oder? Richtig. Das ist sowas für, viele wissen ja nicht, was ein Referent ist, aber das kann man so sagen, Wirtschaftsminister von München. Und wenn man wiederum weiß, dass München die größte Kommune Deutschlands ist, also von der Wirtschaftsmacht, also noch weit vor Ländern wie Berlin oder Hamburg oder solchen Themen, dann weiß man natürlich auch die Bedeutung eines Wirtschaftsministers Baumgärtner sozusagen. Aber auf Kommunalebene nennt man sowas halt Referent und nicht Minister. Genau. Im Nebenjob. Im Nebenjob. Das macht er so ganz nebenbei. Der Wiesenchef ist natürlich der Hauptjob. Ja. Also, sorry, das ist der schönste Job in München, den man haben kann. Ja, absolut. Oder? Dann begrüßen wir auch noch Dirk Kramhorst. Der kommt auch noch kurz zugeschaltet, online dann dazu. Und wir werden dann eine kleine Diskussionsrunde dann starten. Was weißt du über die Cloud?
Also Wolken übersetzt. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wieso wir bei wolkenlosen Himmel jetzt ausgerechnet über Wolken sprechen wollen, aber das werde ich vielleicht noch erfahren jetzt im Laufe der Runde. Na, aber Spaß beiseite, was ich weiß ich darüber. Früher hat man seine Computer gehabt und dann hat man seine Server gehabt und die hat man bei sich im Büro stehen gehabt und meistens war das in irgendwelchen Räumen, die müssten gekühlt werden, weil das Zeug so einen Lärm macht und So warm und wurde. kühle und warm wird und gekühlt werden muss, irgendwie lästig. Und dann hat man irgendwann angefangen, das ganze Zeug in Rechenzentren zu packen. Ne? Und mit je mehr Bandbreite sozusagen zur Verfügung steht, also Netzwerk und man eben dann sagt man, und jetzt heißen die Rechenzentren halt nicht mehr Rechenzentren, sondern die heißen jetzt Cloud. Das ist ein toller Marketing-Trick. Vielleicht Ja, fast. ist es eine These. Florian, klär mich auf. Komm, Naja, klär mich auf. Ich dachte, Dann das los. ist einfach Englisch sozusagen. Es ist einfach Englisch, ja, also richtig, es geht um Wolken, aber letztendlich, was ist Cloud Computing? Die Zentralisierung von Computern und die Nutzung der Infrastruktur durch verschiedene Anwender, Nutzer, Kunden. Es ist letztendlich die Zentralisierung von IT-Hardware und die Nutzung von vielen und dadurch hebt man Synergieeffekte. Das gab es immer schon mal wieder. Die IT funktioniert genauso wie die Mode in so Wellen. Mal zentralisiert man wieder alles, dann macht man alles dezentral. Also es ist wirklich wie in der Mode. Also es kommt alles immer wieder. Wir hatten früher Großrechner, dann kamen PCs. Also Großrechner alles zentral, dumme Terminals. Dann kamen PCs. Dann haben wir gesagt, okay, es muss alles in die Fläche, die Rechenleistung speichern. Das ist das, was du gerade erzählt hast. Das Besenkammer-Rechenzentrum, man hatte die Daten bei sich. Dann kam wieder, man zentralisiert es wieder mit Terminal-Servern und Dinge in Rechenzentren. Und ja, Cloud Computing ist letztendlich das Zentralisieren von Rechenleistung, Storage und diese ganze Drumherum an einem Ort und Nutzung der Infrastruktur von vielen. Einfach. Also, man ist noch viel mehr. Es ist jetzt stark vereinfacht, aber im Prinzip ist es das letztendlich. Ja. Und dadurch haben wir halt einfach Vorteile. Aber in welcher Wellenbewegung sind wir dann gerade? Gerade sind wir da, dass sich das immer weiter fokussiert auf die Zentralisierung des Outsourcing. Also unsere Kunden sind die, die sagen, wir sind von der IT abhängig. Wir haben sehr sensible Daten, angefangen von Gesundheitsdaten über internationale Anwaltskanzleien, über Finanzbranche, Fintechs, aber auch öffentliche Institutionen, die sagen, wir haben Bürgerdaten oder Flughäfen, die sagen, wir gehören zur kritischen Infrastruktur. Wir können uns diesen Trend der Zentralisierung des Gangs in die Cloud praktisch nicht verwehren, weil es einfach viele Software und viele Techniken wirtschaftlich nicht mehr in Besenkammer-Rechenzentren gibt. Und die bedienen wir mit unserer Norris Network Cloud. Florian, ich vermute mal, ihr müsstet doch die letzten 1,5 Jahre einen Mega-Boom gehabt haben, weil da wahrscheinlich selbst der größte Depp mittlerweile mitgekriegt haben, dass man seine IT, und da kommt ja wirklich kein Unternehmen mehr ohne IT, also selbst der Friseur muss ja schon irgendwie einen Terminkalender und eine Website und sowas alles haben. Also ohne IT gibt es, glaube ich, kein Unternehmen mehr. Wirklich hat der letzte Depp mitgekriegt haben, dass ich das ja irgendwie so organisieren muss, dass ich von unterwegs, daheim, mobil arbeiten kann. Das geht ja quasi. Es geht sicherlich technisch auch irgendwie anders, aber eigentlich nur über die Cloud. Also müsstet ihr doch. Ja, also in der Tat, wenn man sich jetzt gerade so die letzten 1,5, knapp 2 Jahre anschaut, kann man wirklich sagen, haben wir einen gewissen, also erhöhte Nachfrage praktisch einfach gespürt, weil die Kunden gesagt haben, ja, wir brauchen jetzt Lösungen, dass die gesamte Belegschaft plötzlich remote arbeiten kann. Und da spielt dann eben so die Cloud wieder ihre Stärken aus, weil ich als Unternehmen eben plötzlich nicht in neue Server-Hardware investieren muss, sondern ich buche Ressourcen und kann dann praktisch von einem Augenblick auf den anderen Ressourcen buchen. Die stehen sofort zur Verfügung und habe die Möglichkeit dann zum Beispiel jetzt im Fall eines Lockdowns und einer Pandemie zu sagen, ich buche neue Ressourcen, dass meine Mitarbeiter im Rechenzentrum auf Terminal-Servern ab morgen remote arbeiten können. Und das war wirklich so die letzten Jahre auch die spannendste Zeit, so die Tage nach dem ersten Lockdown, weil wir wurden wirklich überrannt. Also wir haben Tag und Nacht gearbeitet, um für unsere Kunden Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, das zu konfigurieren, Ideen zu entwickeln, wie die Firmen sicher von zu Hause arbeiten können, dass eben die Daten geschützt sind, dass man nicht Tür und Tor aufmacht, sondern eben nur die Mitarbeiter von zu Hause zum Arbeiten lässt, aber nicht jeden. Und das beschreibt eigentlich fast am besten den Vorteil der Cloud auf hoher
hohen Fluglevel, dass man eben sagen kann, okay, ich kann Ressourcen buchen, wie ich sie brauche. Ich bin von der Hardware entkoppelt, habe so eine gewisse Abstraktionsschicht, dass ich mich nicht mehr in die Niederungen der Infrastruktur. Du hattest es mit Kühlung, Stromversorgung, Rechner verkabeln, Rechner einbauen, auspacken. Damit möchte ich ja eigentlich als Unternehmen nichts zu tun haben, sondern ich möchte mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren. Und dann ist die Antwort Cloud Computing. Gab es früher auch schon. Wir haben die letzten 20 Jahre eigentlich immer nur IT-Dienstleistungen in unseren Rechenzentren betrieben. Dafür gab es nur noch kein Wort. Das gibt es jetzt halt. Aber eigentlich machen wir genau das seit 20 Jahren. Jetzt klingt es natürlich so, als wäre das ein Produkt. Das hast du aber einen Produktmanager sozusagen an deiner Seite. Das heißt, da gibt es auch offensichtlich unterschiedliche Produkte. Also nicht nur, dass ich sage, ich kaufe jetzt Rechenleistung bei euch ein, sondern es gibt unterschiedliche Produkte. Ja? Wie kann man die denn so clustern? Oder? Ja, ich meine, der Begriff Cloud, der ist seit längerer Zeit ja schon am Markt und der war immer wieder im Wandel. Und die Produkte, die wir dazu haben, sind im Endeffekt, letztendlich besteht die Cloud aus Rechenleistung, RAM, Storage und Netzwerk. Ja, das sind ja die Sachen, die zusammengehören. Und früher hat man unter diesen verschiedenen Leistungen halt noch einzelne Komponenten gehabt, die man separat betrieben hat und bereitgestellt hat. Und die haben wir eben für uns standardisiert in Produkten. Und wenn wir die jetzt dem Kunden anbieten, dann kann man eben aus diesen standardisierten Paketen, kann man sich dann die Sachen rausziehen, die man braucht. Und dann dem Kunden eben ein individuelles Setup zusammenstellen aus standardisierten Komponenten. Und jetzt mit der Cloud schaut das Ganze halt ein bisschen einfacher aus, weil da haben wir eben Storage, Compute, RAM und Netz in, sag ich mal, einem Gewerk in unserer Cloud eben und kann das Ganze halt einfach von einer Tür aus konfigurieren. Was kann jetzt der Kunde, der Anwender sozusagen erwarten? Was ist, also es ist toll, wenn ich RAM habe oder wenn ich Storage habe oder was weiß ich. Also, ja, wenn du weißt, was das ist, wenn ich weiß, was das ist. Genau. Das Storage kann man sich gleich noch herschließen. Das ist Lager. Speicher, also genau, Speicherplatz. Ja. Rechenleistung, CPU, ja. RAM, Arbeitsspeicher, ja, und Netzwerk. Und was kann der Kunde sich darunter vorstellen? Der Riesenvorteil für den Kunden ist Zeit. Heutzutage ist Zeit Geld. Oder Zeit ist Geld, war schon immer so, aber heute, je schnelllebiger die Zeit wird, desto wichtiger wird es halt. Ne? Und wenn ich jetzt halt eben keine Server mehr auspacken muss und installieren muss und betreiben muss und die irgendwie miteinander konfigurieren und verheiraten muss, sondern eben in einer Cloud meine Infrastruktur für meine Entwicklungsumgebung bereitstellen kann mit einem Klick, na, dann habe ich enorm viel Zeit gewonnen und kann halt einfach schneller arbeiten, schneller meine Systeme anpassen. Eben beim Lockdown zum Beispiel, als es losging, wir mussten jetzt ja da nicht unbedingt neue Server installieren auf der Stelle, ne? Sondern wir konnten eben vorhandene Kapazitäten nutzen. Weil ihr halt eine große Serverfläche habt sozusagen. Genau. Und wenn ich jetzt als Anwender und ich sage, Mensch, jetzt sind auf einmal 100 Leute von mir im Homeoffice. Richtig. Das heißt, sie müssen sich 100-fach irgendwie zuschalten, auf die Programme zu betreiben. Rufe bei dir an und sag du, pass auf, wir brauchen einen neuen Server. Ja, oder sagst du, Moment, geh mal in den Keller und schau. Eben nicht mal das, sondern das ist ja schon eingebaut. Also wirklich, der Lockdown ist so das Paradebeispiel eigentlich dafür. Du hast das Problem, du brauchst in ganz kurzer Zeit, weil es sich wahnsinnig viel kostet, wenn deine 2000 Mann Belegschaft ab Montag nicht mehr arbeiten kann, weil du am Freitag entschlossen hast, ab Montag ist Lockdown, also packt alle eure Sachen ein und am Montag arbeiten wir anders. Es wäre illusorisch, übers Wochenende Server zu bestellen, zu beschaffen, zu kaufen, einzubauen, zu installieren und in Betrieb zu nehmen. In der Cloud buche ich die Ressourcen von Infrastruktur, die schon eben praktisch präassembliert ist, schon installiert ist. Und warum funktioniert das Ganze? Weil wir einen gewissen Scale haben. Da gibt es auch den Begriff der Hyperscaler. Also Cloud wird ja ganz oft mit Microsoft Azure oder mit Amazon, mit der AWS Web Services praktisch oder auch der Google Cloud assoziiert man damit. Und die haben das nochmal in einem ganz anderen Scale. Und sage ich mal, unsere Nische, der Novus Network, ist für die Kunden, für die es einfach nicht in Betracht gezogen werden kann, aus regulatorischen Gründen, weil sie wirklich sensible Daten haben, machen wir das für all die, die sagen, ja, so ein Hyperscaler ist nichts für mich, aus aufsichtsrechtlichen Gründen, regulatorischen Gründen oder
weil ich eben den persönlichen Ansprechpartner haben möchte, weil ich noch ganz viele Legacy-Systeme habe. Also aus dem letzten Jahrtausend Computer, die meine Produktionssteuerung machen, die meine, was weiß ich, Kernbankensoftware, die fast 40 Jahre auf dem Buckel hat, die kriege ich nicht bei einem Hyperscaler zum Laufen. Und die möchte ich da auch nicht zum Laufen kriegen, weil ich da einen gewissen physikalischen Schutz brauche. Und den kriege ich da nicht. Den kriegt man aber bei uns. Und das ist so unser Bereich. Es ist nach wie vor so, wenn ich das richtig weiß, dass man entweder tatsächlich nur Rechenleistung, Storage und sowas kauft oder tatsächlich auch, wie nennt sich, eigene Rechner sozusagen bei euch genau, das hat, wo das sozusagen komplett abgeschlossen sind, natürlich ans Internet angeschlossen sind, aber die in sich dann eben auch solche sensiblen Anwendungen laufen. Genau. Das sind wahrscheinlich diese Produkte, die man hat, wo man sagt, okay, Zum Beispiel, genau. die Kunden haben unterschiedliche Bedürfnisse. Der eine sagt halt, so wie ich brauche bloß, für mich ist der Google Cloud super, weil da liegen halt ein paar Daten rum. Genau. Da brauche ich jetzt keinen eigenen Server im Rechenzentrum. Ja. Und bei anderen Sachen bräuchte ich das halt. Und das ist genau das, wo ich sage, das ist die Bandbreite, die ihr dann bespielt. Genau. Ja. Der Kunde, Ja, erzählt ruhig weiter. der Kunde kommt und sagt, eine Shared-Infrastruktur passt für mich einmal frei. Dann kriegt er von uns einen Zugang eingerichtet und kann sich da drin bewegen. Moment. Was ist bitte Shared? Eine Shared-Infrastruktur ist eine geteilte Infrastruktur. Also letztendlich, wenn wir von der Cloud reden, dann reden wir von einer IT-Infrastruktur. Ne? Also genau eben, was ich vorhin gesagt habe, Compute, Storage am Netz. Ne? Das ist eine IT-Infrastruktur und in einer gescherten Infrastruktur ist es eben so, dass die einzelnen Kunden logisch voneinander getrennt sind. Also es ist jetzt nicht möglich, dass die sich irgendwie gegenseitig sehen oder beeinflussen können. Ne? Vom anderen aber die laufen einsehbar letztendlich sind. auch auf der gleichen Physik. Sozusagen, oder? Das ist die gleiche Physik, Genau. das kann der gleiche Computer sein, das kann auch wechseln. Genau. Das ist nicht unsicher per se. Also alle Hyperscaler, alles funktioniert grundsätzlich so. Das gibt es auch bei uns. Aber dann gibt es eben Kunden, die eben besonders sensible Daten haben. Und da gab es die letzten Jahre immer mal wieder so Fehler, auch wirklich physikalisch in den Chips, dass eben ein Kunde die Schwachstelle in dem praktisch Prozessor ausnutzen konnte, um Daten von einem anderen zu sehen, der da drauf läuft. Und wenn man sagt, dieses Restrisiko kann ich nicht tragen als Kunde. Ich meine, wenn du jetzt sagst, du hast deine Daten bei Google Docs und da speicherst du, wann wer Geburtstag hat und mit, was weiß ich, wann du das nächste Mal deinen Rasen düngen willst oder so. Ja, mein Gott, stört nicht. Ja, aber wenn es jetzt irgendwie bei einem Arzt Patientendaten sind und der ist, was weiß ich, hat da das Top-Management und die sind da alle wegen Burnout oder müssen sich da halt mal einrenken lassen, dann willst du nicht, dass das öffentlich wird, weil da kommst du in Teufelsküche. Und genau solche Leute können wir dann eben, das was Udo gerade gemeint hat, eben bedienen, eben auch mit dedizierter Hardware. Aber, und das ist das Entscheidende, es fühlt sich für den Kunden gleich an. Er hebt nur nicht diese Synergieeffekte, dass er sich die Infrastruktur mit vielen teilt, dadurch wird es halt günstiger. Aber das Look and Feel und die Nutzung, und das ist das Entscheidende, was wir jetzt neu machen, ist komplett identisch, ob ich das auf für mich dedizierten Computern mache oder ob ich diesen Shared-Ansatz habe. Und das ist neu. Das hatten wir bisher nicht. Da kommen wir jetzt auch zu dem Thema. Ihr führt ein neues Produkt ein. Das ist die Norris Enterprise Cloud. Oh, das wäre ja noch Genau. recht einfach gewesen. Ja. Wir merken schon. Norris Enterprise Cloud, was soll ich mich jetzt oder was sollen wir uns darunter vorstellen? Im Endeffekt das, was wir jetzt gerade eben besprochen haben. Ne? Die alte Welt ist noch die, wo wir eine Virtualisierungsumgebung hatten. Da werden die virtuellen Server drauf zur Verfügung gestellt. Dann haben wir eben ein Netzwerk, was für sich separat betrachtet werden muss. Dann haben wir eben ein Storage-System, was daran angebunden wird, Frontend- und Backend-Storage. Dann haben wir eben Security-Systeme wie zum Beispiel eine Firewall, einen Load Balancer, Intrusion Detection, Intrusion Prevention Systeme. Dann haben wir eben verschiedene Netzwerkkomponenten hinten raus, Router, die dann von mir aus dieses Rechenzentrum, was wir jetzt hinter uns sehen, mit unserem Rechenzentrum in Nürnberg verbinden, um im Standort verteilte Systeme aufzubauen. Und alles sind für sich im Endeffekt separate Gewerke, wenn man so will. Und wenn man eben da drin eine Infrastruktur bereitstellen will, dann wird das Ganze relativ kompliziert, weil wir haben ein Storage-Team, ein Virtualisierungsteam, ein Netzwerkteam und so weiter und so weiter. Ja? Und die müssen ja alle irgendwie koordiniert werden miteinander. Und wenn ich einen Change mache oder einen Incident, also sprich, wenn ich was dran ändern will oder wenn irgendwann mal ein Fehler auftritt, dann wird das Ganze auch relativ kompliziert. Und in der Norris Enterprise Cloud haben wir genau das nicht mehr. Weil da werden wir ein System aufspannen, was eben in diesem Rechenzentrum hinter uns läuft.
und in unserem Rechenzentrum in Nürnberg. Wir haben eine Faserverbindung von hier nach Nürnberg mit einem Delay von 2 Millisekunden. Und darüber können wir eben 2 unterschiedliche sogenannte Regions abbilden, sag mal, wo ich eben Cluster in Nürnberg habe, wo ich Cluster in München habe und darüber dann mein System aufspannen kann. Und das kann ich alles von einer Oberfläche aus machen. Und wenn ich das Ganze als Private Cloud haben will, so wie wir gerade gesagt haben, dass ich ein dediziertes Server kriege, also meine eigenen Server, können wir die da drin einbinden. Und der Kunde kann dann gar noch sagen, ich will jetzt diesen virtuellen Server auf meinem eigenen Server haben. Okay. Und den virtuellen Server, den nehme ich aber in der virtualisierten Infrastruktur, weil da werden Daten drauf verarbeitet, die nicht ganz so wichtig sind. Ne? Genau. So. Das kann man mischen. Also eine sehr flexible Lösung. Total flexibel. Ja. Das habe ich ja schon gelernt, OIS ist heutzutage hybrid. Alles ist hybrid, auch die Cloud ist hybrid. Ja. Das ist sogar die Digi-Wiesen ist Die hybrid. Digi, genau. Wollen wir mal schauen, auf welcher Hybridseite man Aber gerade ist. Ich erinnere mich, dass wir vor einem Jahr ganz viel durchaus twittert ja manchmal auch, wenn wir schon mal in der Cloud sind sozusagen, sprich Sicherheit und solche Themen. Und ich erinnere mich, dass wir vor einem Jahr noch diskutiert haben, dass ganz viele, insbesondere auch mittelständische und kleine Unternehmer sagen, nein, ich brauche meine Daten bei mir im Keller haben. Ja. Und nur da sind sie sicher und ich tue die doch nicht in die Cloud. Ja, ist ja auch erstmal so weiches Zeugel da kann ja jeder rein. So, also, du weißt, was ich meine. Und hat sich da denn im letzten Jahr auch schon was bewegt oder ist das immer noch ein Thema? Nee, es ist nach wie vor ein Thema, dass, ich denke, das ist ja auch menschlich, dass du sagen willst, hey, ich möchte wissen, wo meine Daten liegen, ich möchte wissen, was für Leute damit umgehen. Ist legitim. Man vertraut ja unter Umständen sein Allerheiligstes oder seine Geschäftsgeheimnisse, seine Forschungsergebnisse, die über Generationen gewonnen wurden, eben einem Dritten an. Und ja, also unsere Philosophie ist eben immer bei der Geschichte, wir versuchen uns schon seit Jahrzehnten, der Joachim Astl, mein Vorstandskollege, hat einen großen Faible dafür, für so Zertifizierungen, Aufsichtsrechtsstandardisierung. Also wir waren eine der ersten, die auch angefangen haben, so die Mitarbeiter nach der ITIL zu zertifizieren, so den BSI-Grundschutz, also auch so diese ganze behördliche Geschichte vom BSI, wo man wirklich sagen kann, das ist was Seriöses, da beurteilt dich ein Dritter, dass das sicher ist. Und vom BSI mit der C5-Zertifizierung, das ist eine Cloud-Zertifizierung, dass es nach den anerkannten Regeln der Technik sicher ist, dass es ordentlich gemacht ist, haben wir uns schon vor 15, 16, 17 Jahren so aufgestellt, dass wir gesagt haben, wir versuchen möglichst transparent zu sein und den Kunden zu sagen, hey, wir machen das so, du kannst es dir anschauen. Und ja, wir sind verlässliche Geschäftspartner. Du kannst jederzeit vorbeikommen, dir das anschauen, um eben genau diese Ängste zu nehmen. Und damit klappt es eigentlich ganz gut. Und jetzt mit der neuen Noris Enterprise Cloud haben wir so das letzte Hemmnis eben noch beseitigt, dass die Kunden sagen, ja, ich möchte aber so meins. Ja? Ich möchte das nicht mit jemand anders teilen, sondern mir ist wichtig, das ist mein Computer, den verwende nur ich und da kann eigentlich nichts passieren. Und das können wir jetzt eben mit dem neuen Produkt, was wir da geschnürt haben, den Kunden von der Stange anbieten, wie eine Shared Cloud auch. Also praktisch die technologischen Vorteile von dem, was ein Hyperscaler bieten kann, aber auf dediziertem Blech in einem hochzertifizierten, wenn nicht sogar die höchst zertifizierten Rechenzentren, die wir momentan so in Deutschland kriegen. Okay. Und das ist, glaube ich, wirklich eine schöne Lösung, wo keiner mehr Angst haben muss. Aber Angst haben, mal Butter bei den Fische, was ist denn jetzt sicher? Also wie hast du den genannt, Besenkammer-Server oder das in der Cloud, sage ich mal, oder sagen wir in einer seriösen Cloud? Ich meine, ich kann ja schon mal sehen, ich habe euer Rechenzentrum schon mal besichtigen dürfen, das ist beeindruckend und ich glaube, potenzielle Kunden sollten sich das auch geben und sich das wirklich anschauen. Jederzeit, ja. Das ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Und die Security-Level hier mit Iris-Scan und hier vorne sieht man so fast so wie bei einer Panzerkaserne, da gehen die Dinger rauf und runter, da kommt keiner und so weiter. Also das ist schon echt, da hat man schon ein gutes Gefühl. Aber trotzdem ist es ja irgendwie woanders. Das ist woanders, an einem Ort, der viel sicherer ist. Genau. Also weil, wenn ich jetzt sage mal, kein Rechenzentrum ist mehr eine Besenkammer. Also auch die Rechenzentren, wo unsere Kunden herkommen, die sie bisher selber betrieben haben, sind auch keine Besenkammern. Ne? Das ist also nicht so, sondern die sind schon auch professionell betrieben. Aber mit Sicherheit werden die nicht den Aufwand getrieben haben an physikalischer Sicherheit, den wir hier getrieben haben,
mit eben einem Zonenkonzept, mit eben, wie du sagst hier, den Bollern, die da davor sind, mit Übersteigschutz an den Zäunen, mit einer doppelten Außenwand und so weiter, mit Wartungsgängen nochmal die IT rum, mit einem eigenen Cage und. Mir fällt da gerade ein also Bild sicher ein. nicht, ja. Früher hat man ja auch sein Geld im Kopfkissen gehabt. Dann hat man es aufs Band gebracht Richtig. und mittlerweile sagt man halt auch, gibt es ja auch unterschiedliche Sicherheiten. Ist halt also eher so Fort Knox. Genau, Ja, das und kannst so du weiter. vergleichen. Und da frage ich dich, ist jetzt dein Geld bei dir unterm Kopfkissen ich sicherer? glaube, ich würde es in Fort Knox eher anlegen, glaube ich. Ja. Da würde ich mich wohler fühlen. Aber Also jetzt habe ich es verstanden. Genau. Das ist jetzt aber nur die physikalische oder die physische Sicherheit, weil ich sage jetzt mal, wie groß ist die Gefahr, dass jemand kommt von einem Server klaut? Wie groß ist allerdings versus dem die Gefahr, dass jemand wirklich sich über die Netzwerkverbindung eben in den Server einhackt und dann eben die Daten klaut? Bösen Ne? Hacker, Da sage ich mal, die Gefahr ist eigentlich die größere. Und auch da haben wir mit unseren Sicherheitssystemen, die von unseren Fachleuten, unseren zertifizierten Fachleuten betrieben sind, das Maximum am Start. Und ich behaupte mal, du hast ja, wenn du jetzt selber ein System betreibst, ne, häufig ist die Gefahr im Unternehmen selbst. Ne? Die Leute, die in dem Unternehmen arbeiten, die können auch was mit diesen Daten anfangen. Wir können eigentlich sowieso nichts damit anfangen. Das heißt, wir haben gar keine Motivation, die Daten abzuschnorcheln und was damit zu tun. Und wie gesagt, wir sind zertifiziert. Du kannst einen Audit-Trail zum Beispiel drauf haben, sodass jeder Mausklick nachverfolgt wird und wir im Nachhinein eben sehen können, was unsere Administratoren gemacht haben, wann die sich eingeloggt haben und so weiter. Und da muss man nochmal differenzieren zwischen einer Cloud, die eben jetzt in den USA ist, wo man normalerweise eigentlich so im Gedanken hat, wenn man an eine Cloud denkt. Da gibt es jemanden, der da Interesse hat an den Daten. Bei uns ist das nicht der Fall. Ne? Wir unterliegen der Datenschutzgrundverordnung und eben unseren Zertifikaten ISO 27001, ISO 20001, BSI, Grundschutz und so weiter. Und mehr kann man an Sicherheit nicht machen. Also mir das wäre jetzt auch sozusagen meine Frage in die Richtung, wo wir dann vielleicht auch den Nico zu uns dann bitten dürften. Das wäre schön. Ja, es gibt ja einen Nachteil von der Cloud. Das ist wahrscheinlich, wenn Nico auch kurz zu besprechen ist. Genau. Ich möchte nur kurz den Nico hierher holen. Nico Grove, komm einfach hier hinsetzen, bitte. Perfekt, super, schön, dass du dabei bist. Servus, Nico. Servus. Nico Grove, du bist im Präsidium oder Präsident des DI4. Was ist das? Wir sind ein Verband für die Förderung der Digitalisierung, digitaler Infrastruktur und kümmern uns da aus einer Finanzierungssicht auch entsprechend um die Bereitstellung solcher digitalen Infrastrukturen. Was sind digitale Infrastrukturen? Glasfasernetze, Mobilfunktower, Sites, Datacenter, ja, Submarine, also Seekabel, solche Dinge. Ja, und da ist es so, im Augenblick freuen wir uns sehr, dass das durch das etwas natürlich traurige Event Corona, aber die Erkenntnis gekommen ist, wie bei euch ja auch, dass man wohl diese Digitalisierung jetzt doch braucht. Ja? Und, schwer zu bremsen. Ich weiß nicht, welche Witze ihr sonst gemacht habt. Es gibt immer noch so Dinge, insbesondere ein deutscher Bankensektor ist davon geprägt, dass eventuell dieses komische Internet mal wieder weggeht, weil dann wäre ein ganzes Problem weg. Ja? Aber das ist Dinge und wir unterstützen da eben auch Transformationsprozesse und zwar aus einer verbandsinternen Sicht. Ja. Danke. Wir waren gerade beim Gespräch und da ging es gerade in die Richtung, was mich nämlich interessiert, zwischen deutsche Cloud, bayerische Cloud, sage ich jetzt einmal, und der internationalen Cloud oder USA-Cloud sozusagen. Wo sind da die Unterschiede? Wo seht ihr das? Wie ist das jetzt in den USA zum Beispiel mit der Infrastruktur? Ist die ähnlich wie bei uns oder sind die tatsächlich viel weiter? Sind die viel ausgeprägter? Also wenn ich durch USA fahre, gibt es auch genug Funkfläche. Und wenn ich da in der Pampas unterwegs bin, habe ich genau das Gleiche. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so viel anders. Aber wie siehst du das jetzt im Sinne von Infrastruktur, Rechenzentren? Gibt es da einen Einblick? Also was wir da natürlich haben ist, ihr kennt den Markt ja auch genauso, aber trotzdem, wir haben natürlich die genannten Hyperscaler, ja, haben wir in einer Hyperskalierung dort. Das liegt an mehreren Dingen, unter anderem auch unser geliebter Strompreis etc., aber eben auch, weil vor Ort natürlich auch viele der Unternehmen sitzen. Ja. Die Digitalkonzerne kommen daher, da können wir zwar irgendwie mal in Berlin irgendwelche AGs hochhalten oder so, aber das ist ja im Vergleich dazu ist ja irgendwie leider lächerlich. Ja. Und ein Google und Amazon und Co. und auf geschäftlicher Basis dann Oracle und wer auch immer, stellen dort wirklich Kapazitäten zur Verfügung. Die sind einfach unfassbar im Gegensatz zu dem, was wir hier in Europa haben und insbesondere im Vergleich in Deutschland.
ja, wir haben da tatsächlich für Skalierungseffekte ein paar Wettbewerbsnachteile. Klar, insbesondere auch der Strompreis. Da können wir vielleicht mal gucken, was man da machen kann. Das ist ein altes Thema. Sollten wir auch heute wahrscheinlich nicht diskutieren, sonst wären wir nicht mehr fertig mit der Runde hier. Ja, aber genau. Und so, was wir aber in jüngster Zeit sehen, ist zumindest der Bedarf für das berühmte Thema Edge, also Edge Data Center, noch weitaus kleiner als eben, nennen wir es, Lokalrechenzentren, sondern das geht bis hin zu kleinen Rechenzentren in der Nähe von 5G-Zellen. Und das Ganze muss dann über lokale Datacenter, an so einem, wo wir hier sitzen, muss dann koordiniert werden. Und da geht der Trend schon hin. Wir haben noch ein paar Zurückhaltungen bei Investoren. Das ist immer das Henne- und Ei-Problem. Ja? Die hätten gerne die Anwendung schon, wo man unterschreiben kann, dass im Monat da irgendwie so und so viel 100.000 Euro gibt. Ja? Andersrum, das ist wie bei allem. Wir streamen hier gerade freudig HD durch die Gegend. Ja, vor 20 Jahren hat einer gesagt, das braucht kein Mensch. Ja, und andersrum, es war auch gar nicht möglich, durch eine 56K-Leitung ein Full-HD-Video zu schieben. Deswegen hat es auch keiner gebraucht. Ja. Jetzt, die Argumentation ist halt dann immer nachher hinfällig. Und deswegen, ja, ich glaube, die Skalierungsgröße ist eine ganz andere. Das heißt also gerade für die ganzen Dinge, was wir hier machen, Videos gucken etc., wäre es ein bisschen Quatsch, das bei euch hier zu hosten. Ja, man kann es cachen oder so, aber ich würde keine primären Contents hier weltweit in Deutschland halten. Ist einfach zu teuer. Das macht keinen Sinn. Und auch, also wenn man sich das energiepolitisch anschaut, ist es, denke ich, so, aus Gründen der Nachhaltigkeit muss die Energie da konsumiert werden, wo sie regenerativ erzeugt wird. Und so schön ich Bayern finde und so gerne ich hier lebe, ja, wir sind halt leider echt nicht gut aufgestellt, was regenerative Energien angeht. Das heißt, Rechenzentren, die lokal sind, haben ihre Daseinsberechtigung, aber für den großen Scale-out ist die Nische. Das ist das, was ich vorhin versucht habe zu erklären. Das ist die Nische, in der wir uns bewegen. Nicht im Hyperscale-Format, aber du brauchst eine gewisse Größe. Das sieht man auch in der Konsolidierung, sage ich mal, des deutschen, nicht nur bayerischen, aber auch gerade im deutschen Rechenzentrumsmarkt, die mit uns da mal vor 20 Jahren angefangen haben. Da sind nur noch ganz wenige da. Wir haben halt alle den Schritt nicht geschafft. Und es ist auch schwierig und das ist auch das, wo wir uns die letzten Jahre eben auch dann gefunden haben, gerade in dem Finanzmarkt oder eben Kunden, die sensible Daten haben, die hohe Sicherheit haben wollen, wo eben wirklich das gesamte Geschäft davon abhängt, die sagen, ja, mir ist dieser Mehraufwand das wert, ich brauche das. Ja? Und die haben aber die gleichen Anforderungen an moderne IT-Infrastrukturen, wie jemand sagt, naja, das ist nicht so schlimm, wenn es mal nicht geht und ich habe eh keine kritischen Daten, wo ich jetzt irgendwie, mir eigentlich egal ist, wer die gerade mal sich anschaut. Und das ist die Antwort darauf, die wir jetzt eben mit der Novus Enterprise Cloud geben können. Das heißt, du kannst hier in Bayern, in München, in Nürnberg eben moderne Cloud-Technologie, Infrastructure as Code heißt so dieses Zauberwort. Also das heißt, du klickst nicht mehr was zusammen, du hast nicht mehr den Mensch, der deine Firewall konfiguriert, der dein Netzwerk macht, der deine Computer und deine Storage-Systeme konfiguriert, sondern du beschreibst praktisch, programmierst deine gesamte Umgebung und lässt dann da deine Applikationen laufen. Und das ist wichtig, um eben in dem, sage ich mal, doch recht zügigen Schritt der IT-Revolution da praktisch standzuhalten. Und ja, da sind wir jetzt gut aufgestellt und können da eben den Kunden ein nettes Angebot machen. Ja, das klingt doch extrem spannend. Ich wollte gerade sagen, du hast zwei wichtige Sachen gesagt, die sollte man, glaube ich, auch immer noch, öffentlich immer weiter diskutieren und auch immer wieder wiederholen. Das eine ist eben die berühmte Energieeffizienz in Bezug auf, wo mache ich welche Dienste. Ja? Diese ganze auch im Augenblick nennen wir es Bitcoin oder eben Kryptodiskussion. Die ist insoweit manchmal etwas schwierig, indem ich immer assoziiere Kilowatt, Megawattstunden und so weiter zu eben irgendwelchen Transaktionen. Da ist es sehr, sehr wichtig zu gucken, wo wird das getan. Ja? Wenn Leute in Island Kryptos meinen, ist das völlig wurscht. Die bauen ein Loch in den Boden, da kommt heißes Wasser raus, kommt Turbine drauf, da kommt keine einzige Tonne CO2 raus. Ja? Strom geschenkt.
Genau, ja. Und deswegen muss man da auch immer gucken, wo kommt das her? Und man darf das nicht einfach dann immer, oh Gott, böses Datacenter verteufeln, macht CO2. Völliger Quatsch, sondern man muss gucken, wo kommt das her? Ja? Und der andere Punkt ist dann wiederum, was mache ich und wo halte ich die Daten? Und da sind dann eben lokale Betreiber wie ihr sehr, sehr wertvoll, weil ich möchte ja nun wirklich nicht im Augenblick nichts gegen andere Nationen, ja, aber wir haben auch Gesetze, dass ich Gesundheitsdaten etc. eben nicht außerhalb des Landes verwerten und lagern darf. Das finde ich eigentlich persönlich sogar auch sinnvoll. Ja. Und dann gibt es andere Dinge, Steuerdaten müssen teilweise sogar im Bundesland vorgehalten werden. Ja. Und damit stärkt man auch wieder die eigene Industrie. Ja. Und das sind so Dinge, da kann man sich dann sagen, okay, vielleicht wäre das grüner irgendwo in China, ja, vielleicht auch nicht, aber nur als Beispiel. Viel Kohlestrom. Genau, nur als Beispiel, aber ich möchte meine Gesundheits- und Steuerdaten vielleicht auch nicht oder selbst beim Isländer möchte ich es nicht haben. Ja? So. Aber wenn wir gerade über Nachhaltigkeit und Strom und was weiß ich was erzählen, dann möchte ich auch ganz herzlich den Clemens Baumgärtner begrüßen. Servus Clemens. Schön, dass du da bist. Ich habe dich vorhin schon mal einleitend vorgestellt, dass du den schönsten Job der Welt hast. Wiesenchef ohne Wiesen, ja. Wiesenchef. Okay, ab nächstes Jahr hast du wieder den schönsten Job des Lebens. Und aber auch der Wirtschaftsreferent der Stadt München bist. Also ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Hier bei Norris in Aschheim. Wir machen ja hier Außerhalb Münchens leider, ja. Außerhalb Münchens, aber es kann Von oben in Sichtweite. Gemeint mal alles ganz schnell. Schnell eigentlich eingemeindet, jawohl. dauert eh nicht mehr lang, dann kehrt er alles. Aber die Frage ist, wir sprechen gerade über Nachhaltigkeit und Rechenzentren und Strombedarf. Ist das ein Problem aktuell, dieser Strombedarf und der Wachstum von Rechenzentren? Naja gut, der Strombedarf ist eines der Kernthemen, dem wir uns gegenüber sehen. Wo soll er denn herkommen? Wir haben nach wie vor keine Nord-Süd-Verbindung, was das Thema Windenergie angeht, die leistungsfähig genug wäre, um wirklich zu transportieren. In München gibt es 2 Netzknoten, an denen München selbst angeschlossen ist. Wenn einer von den beiden ausfällt, dann kann der andere zwar noch halten. Wenn der aber auch noch ausfällt, weil wir vielleicht nur noch einen haben, wenn saniert, renoviert wird, dann sind wir in München auf die Inselnetzfähigkeit angewiesen. Die existiert nur noch zu 50% und dann haben wir schon schwuppdiwupp ein Problem. Wenn wir uns überlegen, für was Rechenzentren gut sind, wir sprachen jetzt kurz über so Gesundheitsdaten und sowas, kann man mal einen Tag warten, bis wieder alles an den Mann gebracht worden ist. Wenn wir aber über Themen Krankenhaus sprechen, wenn wir über das Thema Zugangsdaten zu Büros, wenn wir über das Thema Ampelanlagen und Ähnliches sprechen, ja, da darf nichts ausfallen. Das heißt, für uns als Wirtschaftsregion München im weitesten Sinne gesehen, und da gehört natürlich Aschheim, große Teile von Oberbayern dazu, ist das Thema Strom und Verfügbarkeit von Strom von zentraler Bedeutung. Dass die öffentliche Diskussion die Nachhaltigkeit verlangt, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Da brauchen wir auch gar nicht lange drüber diskutieren. Das ist schlicht und ergreifend so. Gibt ja auch viele Ideen. Vor 10, 15 Jahren gab es mal Desertec. Das war eine der wirklich prägenden Ideen, die mich persönlich total fasziniert haben, wie man wettbewerbsfähige Strompreise, Anlagen jenseits der europäischen Grenzen hinbekommt. Jetzt 15 Jahre später, einige Prozent Effektivität mehr und einige Euro weniger pro Panel oder pro Watt, glaube ich, dass wir sowas auch in Europa gut hinbringen könnten. Im Südgürtel, Griechenland angefangen, die ganzen Balkan-Mittelmeeranrainer, Italien, Spanien, Portugal, da gibt es viele Landstriche, die bestens dafür geeignet werden, Solarstrom zu produzieren. Warum erzähle ich es? Weil ich glaube, dass wir nur in begrenztem Maße in der Lage sind, in München, um München herum, unseren eigenen Strom wirklich nachhaltig zu erzeugen. Und da rede ich jetzt nicht über Gas und Gasturbinen, sondern da spreche ich jetzt tatsächlich über Photovoltaik. Da gibt es immer noch so die Nebentechnologien und dazu zähle ich bei uns auch die Windkraft. Die ist schlicht und ergreifend bei uns mangels viel Wind ein Thema, aber kein signifikantes Thema, mit dem wir den Energiebedarf der Münchner Wirtschaft, vor allem aber der Rechenzentren abdecken könnten. Und wenn ich aus der strukturellen Betrachtung heraus Rechenzentren, Wirtschaftsstandort zusammennehme, dann ist das ein Dreiklang: Rechenzentrum, Wirtschaftsstandort, Stromversorgung, der einfach schlicht unabdingbar ist. Und deswegen müssen wir uns überlegen, auf deutscher, auf europäischer Ebene, wie wir den Strom in der Zukunft erzeugen. Das werden wir hier lokal nicht alleine hinbekommen. Das gehört zur Wahrheit dazu.
Dann müssen wir in den Schulterschluss gehen mit vielen anderen europäischen Staaten, die entweder Strom oder Wind in großen Massen haben. Offshore-Wind hört sich jetzt gut an, wenn man das Thema Opferanoden anspricht. Dann wird man feststellen, das ist eine ganz schöne Sauerei. Das sieht man halt bloß nicht, weil sie unter der Wasseroberfläche stattfindet. Ob das langfristig wirklich mit dem Begriff der Nachhaltigkeit zu vereinen ist, weiß ich jetzt nicht so ganz. Biogas und Ähnliches kann man in beschränktem Maße machen. Da wird aber die Diskussion sehr schnell kommen, Essen oder Strom. Ich finde die Diskussion auch richtig, wenn man damit sehr sorgfältig umgehen muss. Ich glaube, dass die Diskussion sich hinverlagern wird zu der Frage Photovoltaik und Landwirtschaft. Man kann beides schon heute miteinander zusammenbringen. Es gibt ganz interessante Studien, die Werber angestoßen hat. Werber, der da sehr stark ist, auch ein Münchner Unternehmen, auch das darf gesagt sein an der Stelle. Und ich denke, dass der Weg dorthin noch ein steiniger ist, aber ein Weg, den wir wahnsinnig schnell beschreiten müssen, weil wir uns sonst in die Gefahr setzen, als Wirtschaftsregion, als Wirtschaftsstandort ins Hintertreffen zu geraten. Denn in der Sekunde, wo möglicherweise ein Stromausfall über Stunden, vielleicht sogar Tage, hier die Infrastruktur lahmlegt, werden sich sehr viele überlegen, wo das hier mit Sicherheit auch, ob man sich vergrößert, ob man an dem Standort weiter investiert, ob man in München weiter investiert, ob man vielleicht dorthin geht, wo es halt Strom in Hülle und Fülle unterbrechungsfrei auch gibt. Deswegen ist die Dualität aus unterbrechungsfreier Stromversorgung und Nachhaltigkeit etwas, was in der infrastrukturellen Frage zentraler Bedeutung hat und zentraler Betrachtung bedarf. Und natürlich werden wir als Redundanz immer noch ein paar Gaskraftwerke irgendwo hinstellen müssen, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, dass natürlich die ganzen Energieeinsparmaßnahmen dazu führen, dass weniger Strom an der einzelnen Stelle verbraucht wird. Aber der Bevölkerungszuwachs, der Zuwachs auch an Technologie, und da rede ich jetzt auch über Elektrofahrzeuge und Ähnliches, der wird dazu führen, dass per Saldo wir mehr Strom brauchen. Und irgendwo muss man die Frage stellen, wo soll er herkommen? Ich finde es völlig richtig, Kernkraftwerk nicht mehr weiter zu verfolgen. Da geht Frankreich einen anderen Weg. Die sind auch technologisch noch anders dabei. Ich glaube aber, dass per Saldo die Kosten des Atomstroms, wenn man mal bis zur dauerhaften Endlagerung rechnet, das nicht bloß eine Riesensauerei ist, sondern am Ende des Tages auch einfach wahnsinnig teuer ist. Und die Bürde, die man künftigen Generationen damit auferlegt, ist wesentlich höher, als wenn man das Thema Photovoltaik hier konsequent verfolgt. Da können wir jetzt, wenn wir hier rumschauen, große Hallendächer sprechen. Das wird nicht den Strom für ganz München bringen, aber es trägt zur Internetsfähigkeit bei. Und ich glaube, das ist etwas, was man guten Gewissens fördern muss und fördern kann, fördern soll, auch was die Genehmigungsseite anlangt, was die Netzeinspeisung anlangt. Strom wird in der Zukunft der zentrale Energieträger sein für Fahrzeuge, für Verkehr, für Gebäudeinfrastruktur, für Rechenzentren, für die Wertschöpfung. Und die geht es letztendlich, die ist für mich als Wirtschaftsreferent in der Stadt das Maßgebliche, wie behalte ich mir die Wertschöpfung am Standort. Und deswegen ist Nachhaltigkeit und Stromversorgung nicht wie früher als Gegensatz zu sehen, sondern als zusammengenommener Begriff, den es in der sehr, sehr nahen Zukunft umzusetzen gilt, mit vielen Bemühungen, mit sicherlich auch vielen Diskussionen. Aber die Diskussionen müssen wir führen und man muss halt auch aufzeigen, dass die Alternativen relativ wenig sind. Und wenn man die Diskussion in München verfolgt, das ist ja immer eine schöne. Jeder will einen Strom vor der Tür haben, jeder will die Internetsfähigkeit. Und man sagt, also jetzt machen wir mal in Hadern ein kleines Gaskraftwerk. Dann dauert es maximal einen Tag und am nächsten Tag steht in der Zeitung drin, also bei uns sicher nicht. Das gilt im Übrigen für alle Couleurs an politischen Entscheidungsträgern, sondern ja, es ist schon richtig, also wir brauchen schon Strom, aber bitte schön, also nicht in Hadern, sondern lieber in Aubing oder in wo auch immer, am besten also im Speckgürtel in Anführungsstrichen. Da würde jetzt wahrscheinlich der Aschheimer Bürgermeister sagen, na, also bei mir jetzt auch nicht, weil ich habe lieber einen Gewerbepakt, der Gewerbesteuer bringt, als eine Gasturbine da, die Vorgewerbesteuer bringt oder wenig Gewerbesteuer bringt. Und das ist der Punkt, auf den ich raus will.
Jeder will den Strom, aber die Frage, wie er denn herkommt, die ist unangenehm, die ist politisch hoch umstritten. Wir müssen aber diese politische Diskussion führen und wir brauchen eine Lösung und wir brauchen bald eine Lösung dafür. Denn ansonsten überrollt uns das Thema. Ansonsten werden wir abhängig werden von Stromlieferanten, die nicht nur nicht nachhaltig produzieren, sondern die uns auch in eine politische Abhängigkeit, man sieht das jetzt so ein bisschen an dem Thema Russland, Nord Stream und so weiter, bringen. Das deutet sich jetzt gerade erst an. Die ganze Grausamkeit der politischen Abhängigkeiten, die werden wir in einem halben Jahr, in einem Jahr sehen, wenn die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet sind. Dann wird man sich sehr, sehr genau überlegen müssen, wie man Strom erzeugt. Und ich bin auch deswegen ein großer Freund der nachhaltigen Stromerzeugung, weil es um Arbeitsplätze geht. Es geht um Forschung, es geht um Entwicklung, es geht um Arbeitsplätze. Irgendwann muss die Dinge aufs Dach nachschrauben, irgendwann muss die Dinge putzen, weil irgendwann muss man das Gas sauber machen, sonst geht die Effizienz runter. Irgendwann muss den Strom verlegen, irgendwann muss die Einspeisepunkte aufrechterhalten. Das sind alles Arbeitsplätze. Das heißt, selbst wenn die Anschaffung am Anfang ein bisschen teurer ist, ist der Wert, der volkswirtschaftliche Wert und die Wertschöpfung eine deutlich größere, als wenn ich jetzt für ein paar Millionen Tonnen Rohöl, ein paar Millionen Kubikmeter Gas das Geld nach Russland überweise. Und zwar relativ einfach, aber eben nicht nachhaltig im ökonomischen Sinne das Ding daherbringen. Darf mal ganz kurz, doch nicht, jetzt ist er wieder weg. Gut, kommt gleich wieder wahrscheinlich. Da ist er. Oh, da rollt ein Spin. Wunderbar. Das war Magic. Ich darf ganz kurz Dirk Ramhorst, der ist CEO bei Wacker, auch noch dazu bitten in unserer Runde. Dirk, hallo, servus, bist du on air? Servus oder wo ich herkomme, moin moin, ja. Wir haben hier eine spannende Diskussion. Unsere Partner, hier Clemens Baumgärtner ganz außen, Wirtschaftsreferent der Stadt München. Wir haben den Udo hier von Norris Network und den Florian von Norris Network. Wir haben den Nico vom DI4 da. Wir haben gerade das Gespräch gehabt, Cloud-Infrastruktur, und sind jetzt bei der Energie gelandet sozusagen. Wo kommt denn der Strom her, wenn man brauchen? Ist, glaube ich, auch bei eurem Thema Wacker. Ihr seid jetzt auch nicht gerade, glaube ich, einer, der ganz wenig Strom braucht. Großes Thema bei uns, jetzt weniger bei mir, weil der Beitrag der IT auch zum Thema Nachhaltigkeit und Stromverbrauch ist relativ gering zu dem, was eigentlich in der Kernwertschöpfungsprozesse passiert. Burghausen, unser größtes Werk, hat knapp 1% vom deutschen Energieverbrauch. Für die Herstellung von Solarpanel, also für das Polysilizium, was man dann braucht, auch für die Solarherstellung. Das heißt, Footprint ist belastet in Anführungsstrichen. Handhold ist sehr positiv, aber das ist immer eine Betrachtungsweise. Und das Thema günstiger Strom ist ein Riesenthema, also nicht nur der Preis an sich, sondern auch die Versorgungssicherheit. Das wurde ja gerade auch schon angesprochen. Also das reicht nicht zu sagen, bei uns kommt der Strom aus der Steckdose. Das ist eben irgendwann nicht mehr so, sondern da muss man sich Gedanken machen. Und der Grund geht ja ganz lange zurück. Der Grund, warum Burghausen auch als Standort damals ausgewählt wurde aus der bayerisch-königlichen Planungsbehörde, war, dass da eben der Hydropower Unterschied zwischen der Alz und der Salzach ist, und das Mitbegründen des Standorts in Burghausen war ein Wasserkraftwerk. Und das heißt, von Anfang an der Gründung 1914 spielt Energie für Wacker eine große Rolle und ist ein großes Thema, ja. 1% vom Verbrauch, das ist schon eine Ansage. Da muss man aber vielleicht an der Stelle noch mal kurz verdeutlicht. 1% vom deutschen Stromverbrauch, klar, da kauft man dann immer für 37 Cent pro Kilowattstunde ein, aber da geht es mit dem Strompreis um Arbeitsplätze. Genau. Um ja. Wertschöpfungspotenziale, die wir in Deutschland, in Bayern, in München haben. Deswegen ist das Thema Strom nichts, was so mal am Rande diskutiert gehört, sondern das ist ein zentrales Thema für Deutschland als Industriestandort. Und wir haben ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, wir bleiben bei Kohle, Gas und den althergebrachten Technologien mit dem Werttransfer für die Rohware ins Ausland, oder wir überlegen uns halt schnellstens, wie man das Zeug anders erzeugen kann. Und mit schnellstens ist eigentlich gestern gemeint und nicht heute und schon gar nicht übermorgen. Das ist eine Diskussion, die mir zu kurz kommt, weil über allen immer die Wolke der Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität und Ähnlichem schwebt, aber keiner
die daraus resultierenden Konsequenzen tragen will, dass wir über nationale Stromtrassen sprechen müssen, dass wir Wind offshore erstmal als Brückentechnologie für 10, 15 Jahre brauchen, bis wir uns dann in den Süden hochgehangelt haben, um dort, sage ich mal, über Photovoltaik zu produzieren, dass da Wasserstoff auch dazu gehört, dass da gerade bei Wacker Burghausen, die ja Wasserstoff sicherlich auch im Verarbeitungsprozess nutzen können als Wasserstoff, aber auch in der Verstromung von Wasserstoff, Stichwort Windkraft, nachts überschüssige Energie umwandeln, Puffer bauen und Ähnliches. Das werden so die Themen sein, die in der nächsten Zukunft, in der allernächsten Zukunft gesetzlich geregelt gehören. Ja, da spricht man Europa an, die aber vor allem auch in der ökonomischen Dimension geklärt gehören. Was kostet das ganze Zeug? Und ich sehe zum Beispiel überhaupt keine Frage dahinter, wenn man über Stromtrassen spricht und so viele Autobahnen in ganz Europa. Eine Spur aufzufräsen, unter der Spur arm-manndicke Kupferkabel zu legen, um mit Hochspannung und Gleichstrom auf langen Wegen relativ verlustfrei übertragen zu können, das ist für mich weder sakrosankt noch in irgendeiner Weise anrüchig, denn die Autobahnen haben ohnehin schon versiegelt. Das Gelände ist da. Da wird man natürlich an Brückenkreuzungen und Ähnlichem vielleicht ein paar Umwege finden müssen. Aber es ist doch deutlich leichter als die Diskussion der Stromtrassen. Das gilt jetzt für Deutschland, das gilt für Bayern, das gilt aber für Gesamteuropa, komplett neu aufzumachen. Also warum nicht Verkehrswege auch als Übertragungswege nutzen, unterirdisch, damit auch einigermaßen manipulationssicher. Wir haben das in München gesehen, als offene Stromleitungen beanschlagt wurden. Das war ein Riesenschiss, auf Bayerisch gesagt. Und ich glaube, das wird man in Zukunft noch öfter sehen. Es ist natürlich leicht, damit einen Standort lahmzulegen und damit auch einen Standort in Misskredit zu ziehen. Und darum geht es mir hauptsächlich. Das ist der Standort München, der ja sehr IT-lastig geworden ist. Wir haben 140.000 Arbeitsplätze ungefähr im Automobilsektor. Wir haben aber jetzt 93.000 Arbeitsplätze schon im IT oder ITK, je nachdem, wie man die Definition im Sektor. Ja, die brauchen halt einfach einen Strom. Also ohne den funktioniert es nicht. Und wir, die wir hier jetzt alle sitzen, Digiwiesen ist das Stichwort, alle an unseren Laptops hocken. Das Zeug funktioniert auch bloß mit Strom. Jetzt kann man nur sagen, gut, dann treten wir uns ins Fitnessfahrrad. Ich sicherlich nicht, ja. Sonst wäre ich deutlich mehr außer Atem. Aber das ist kein lustiges Thema, das jetzt irgendwann einmal geregelt gehört, Stichwort auch Bundestagswahl, sondern da müssen auch diejenigen, die den Ökostrom predigen und wie eine Monstranz vor sich hertragen, mal Farbe bekennen und sagen, wozu sie politisch willens sind, welche Schwierigkeiten sie auf sich zu nehmen willens und in der Lage sind, um aus ihren Versprechungen dann auch Taten folgen zu lassen. Denn es bringt nichts, immer nur die stilisierte Sonnenblume hinzuhängen, das Ganze grün anzustreichen, sondern man muss dann auch konkret sagen, wie wollen wir es jetzt machen? Zu welchem Preis wollen wir es machen? Wie viel subventioniert man? Stichwort EEG, Stichwort Besteuerung von Energie. Und für Wacker ist das ein Überlebensthema. Und wenn Wacker sagt, das ist mir jetzt alles teuer, da gehe ich lieber in die Tschechei, da gehe ich lieber nach Russland oder nach Rumänien, weil ich dort Strom für 2, 3 Cent die Kilowattstunde bekomme und meine Produktionskosten im Wesentlichen davon abhängen, dann haben wir eine weitere Großindustrie in Deutschland verloren. Da rede ich jetzt noch nicht über die ganz harte Industrie, über Eisen und ähnliche, über Stahlkocherei, die für Deutschland nicht nur typisch ist, die wir können. Wir haben so viel Industrie verloren. Wir haben Hubschrauberbau an die Franzosen verloren, Flugzeugbau an die Franzosen verloren. Panzer haben wir noch einen Restant in München. Diese harten Technologien, die unangenehm zu besprechen sind, die natürlich nicht schön sind, weil sie nicht in dieses Narrativ der Zeit reinpassen, die aber die Wertschöpfung bringen, die Steuern bringen, von denen wir alle leben, die Arbeitsplätze bringen, die den Wohlstand bringen, mit dem wir unsere sozialen Errungenschaften bezahlen, die hängen von Energie ab. Und das ist eine Diskussion, die ich sehr gut finde, Werner, dass du die anstößt, dass man die auch nach außen trägt und auch als Noris auf die Bedeutung der Stromversorgung aufmerksam macht und das auch als Standortfrage sieht. Denn natürlich Mitarbeiter hier in München zu bekommen, qualifiziert, das ist gut möglich, das ist teuer, ja, gebe ich zu, aber man bekommt sie überhaupt wenigstens. Aber ohne Strom kennt ihr ja in London nicht sparen. Genau. Das ist auch hier bei dir, Dirk. Gleiche in Grün, ja. Vielleicht nochmal ganz kurz, Dirk, an dich auch gerichtet. Infrastruktur und Deutschland. Wie weit ist denn das für dich
ein positives Spiel oder gibt es da, also was ist deine Meinung zu der Gesamtsituation aktuell Richtung Infrastruktur und IT? Du bist ja mehr für die IT zuständig, für die Information Technology. Ja. Also ich wechsle mal vom Strom weg, weil ich glaube, das haben wir jetzt angesprochen und ich stimme dem nur zu. Das ist wirklich eine große Challenge und das ist auch wirklich ein Standortthema, was uns da beschäftigt, auch hinblicklich Arbeitskräfte und solchen Sachen. Das zweite Thema Infrastruktur generell. Jetzt rede ich aus der Corporate-Sicht. Da ist das Thema Bandbreite und andere Themen kein Thema. Da ist eine ausreichende Versorgung da. Das ist stabil. Wir haben das auch jetzt alles über die Diskussion der letzten 18 Monate, den Switch ins Homeoffice gesehen, dass da ist nichts irgendwo in den Knoten, Internetknoten explodiert. Die Firmen waren in der Lage, das zu skalieren, auch die Zugänge zu skalieren. Das hat, glaube ich, wunderbar geklappt. Und ich glaube, es gibt immer Ausnahmen, wo ein Breitbandanschluss in einer, ich sag mal, tief landwirtschaftlichen oder regionalen Region noch nicht ausreichend vielleicht da ist. Aber ich glaube, wir sollten uns langsam lösen von der Diskussion, warum das Glas halb leer ist, sondern mal schauen, dass das Glas wirklich halb voll ist. Da ist mir zu viel deutscher Pessimismus und Anspruch, warum so etwas nicht funktioniert drin. Sondern wir können, glaube ich, relativ positiv zurückschauen. Wir wären auch wirtschaftlich nicht in der Lage, also in der Position, in der wir heute sind, wenn wir da irgendwie große Mängel gehabt hätten. Ich glaube, wir sind sehr stark aus der Pandemie herausgekommen oder zumindest jetzt in die Stadionrunde gegangen vom Marathon hoffentlich. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn es da große Defizite gegeben ist. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber grundsätzlich. Also insofern bin ich da, glaube ich, ganz zufrieden. Und was ganz wichtig ist, wir haben ja immer mit Gaia X und anderen Themen dieses Thema Souveränität von Themen. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir als Deutschland eben eine Datensouveränität haben. Wir werden nicht ein deutsches Betriebssystem auf unseren Rechnern haben, etc. Darum kann es auch gar nicht gehen. Aber dass wir die Daten eben in einer Weise verwalten, die uns sozusagen dann auch die Wertschöpfung beschert, weil diese Daten beinhalten Insights und ermöglichen uns als deutsches Unternehmen, als globales Unternehmen Besitz in Deutschland, sagen wir so rum besser, entsprechend diese Wettbewerbsvorteile auch vorzuschreiben. Und das ist, glaube ich, wichtig. Absolut, oder? Also kann man nur recht geben. Ja, also sowohl bei der, und das ist ganz lustig, weil wir beschäftigen uns wahnsinnig viel mit nachhaltiger Energie, weil es bei einem Rechenzentrums- und IT-Dienstleister nach dem Personal der zweitgrößte Kostenblock ist, als auch bei, sage ich mal, der Daten- und, sage ich mal, IT-Infrastruktursouveränität. Das ist ziemlich genau das gleiche Spiel. Du willst dich nicht von ausländischen Firmen abhängig machen und es passt gut zusammen. Ja? Erzeuge ich meinen Strom bei mir selber, verwalte ich meine Daten selber, habe ich die Wertschöpfung, beschäftige ich die Menschen, die das machen. Und gesellschaftspolitisch ist es unter Umständen sogar auch in Ordnung, wenn es nicht so groß ist und so der große Scale ist, wie bei einer Amazon oder bei einer Microsoft. Das macht aber eigentlich gar nichts, weil ich die Wertschöpfung hier vor Ort habe und ich mache mich nicht abhängig. Also das ist schon wirklich ein großes Thema. Und ja, muss nochmal auf das Energiethema, weil das ist wirklich das, was uns am meisten schmerzt in der Branche. Weil wenn man einen Isländer, einen Finnen, einen Norweger sich anschaut, ja, und der zahlt nicht mal ein Viertel der Energiekosten wie hier, ja, da bist du einfach bei vielen Anwendungen und gerade Finnland, das ist EU, die haben die gleiche datenschutztechnischen Dinge. Ja, also das merken wir, da verlieren wir Geschäft. Und deswegen müssen wir da politisch was ändern, weil momentan, wir würden gerne megawattweise Photovoltaikanlagen bauen. Wir werden aber momentan, das ist gesagt, durch das Erneuerbare Energiengesetz dadurch bestraft, wenn wir das machen. Ja, wir müssen auf unseren eigenverbrauchten, eigenerzeugten Strom noch eine Strafabgabe zahlen, weil wir uns erdreisten, selber Strom zu produzieren und den niemand anders zu verkaufen, kein Geschäft damit zu machen, ihn einfach nur zu konsumieren. Müssen wir eine Strafabgabe zahlen. Nur 40% der EEG, aber das ist Irrsinn. Das hemmt die Energiewende und da gibt es noch ganz viele andere lustige Dinge. Ja. Wir als Rechenzentren werden Teil der Energiewende werden. Warum? Weil wir viele Megawatt, wir haben hier am Standort 30 Megawatt Anschluss ans Stromnetz der Bayernwerk. Also es ist wirklich mächtig. Wir haben Notstromdiesel auch im Megawatt-Bereich. Das heißt, wir können
Regelenergie bereitstellen, wenn wir mal an die E-Fuels denken in Zukunft, also synthetisch CO2-neutral hergestellte Treibstoffe, die funktionieren in den Notstromdieseln. Das heißt, kann man Energie speichern, kann man dezentral machen. Wir haben megawattweise Batterieanlagen für die unterbrechungsfreie Stromversorgung, wo man eben auch kurzzeitige Regelenergie, weil das Problem unserer Energiewende wird ja sein, wir haben nicht mehr das durchlaufende Atomkraftwerk, wir haben nicht mehr das durchlaufende Kohlekraftwerk, sondern Sonne da, Wolke, Sonne, Wolke, an, aus, mal mehr Wind, mal weniger Wind. Und da können Rechenzentren also einen beachtlichen Teil dazu beitragen, dass das funktioniert, ist aber momentan aus regulatorischen und politischen Gründen de facto nicht machbar. Und das haben ganz viele Industrien. Und ich denke, da muss wirklich das Umdenken stattfinden. Wie kann ich das flexibilisieren? Wie kann ich Anreizsysteme schaffen? Wie kann ich das subventionieren? Und das geht momentan vollkommen daneben. Also das muss man wirklich einfach sagen. Ich meine, wenn man nach Baden-Württemberg schaut, da weiß ich, weil ich da gestern erst ein Interview gelesen habe, wo der gute Herr Kretschmann gefragt wurde, ja, wie kann man denn als Grüner das nervlich aushalten, dass man nur 7 Windräder im letzten Jahr gebaut hat. Ja, und das beschreibt das deutsche Problem. Das ist kein Problem einer Partei, weil der müsste es ja eigentlich, also ich glaube, den schmerzt das wirklich auch selber, sondern das ist wirklich ein parteiübergreifendes, gesamtgesellschaftliches Problem. Wir müssen uns da was anderes überlegen. Wir müssen uns überlegen, wie verteilen wir die Energie, wie speichern wir sie, wie erzeugen wir sie. Und genau das Gleiche, und deswegen passt das echt gut zusammen, haben wir bei der Datensouveränität auch. Das ist auch der Grund, warum uns da in der Nische, in der wir sind, für Firmen, für Kunden, für Institutionen, die sensible Daten haben, die da gesteigerte Ansprüche haben, eben ganz gut wachsen und da unsere Nische gefunden haben, weil eben der klassische Novus Network-Kunde sagt, ich hätte gern die Hand drauf. Ich möchte mich da nicht in die Fänge von jemandem geben. Und das ist eigentlich das Gleiche in Grün, nur einmal, sage ich mal, auf der energietechnischen Seite und einmal auf der datentechnischen Seite. Aber die Mechanismen, stellen wir immer mehr fest, sind ziemlich ähnlich. Und kann man vielleicht auch mit ähnlichen Mechanismen praktisch fördern. Und da bin ich auch sehr gespannt, was bei der ganzen Gaia-X-Geschichte, Sovereign Cloud Stack und was es da alles so gibt, was da jetzt rauskommt, weil das eben wieder Wertschöpfung nach Europa, nach Deutschland bringen kann. Sehr schön. Du hast fast schon einen Schlusssatz gebildet, somit zu sagen, weil wir haben 16 Uhr. Zum einen weiß ich, du hast einen Folgetermin, du bist wieder auf Gas, nee, auf Elektro. Auf Elektro. Klassisches Elektro mit Carbon, darf dann jeder sich ausrechnen, was für ein Auto das ist. Ja, genau. Ich weiß, verrat's nicht. Dementsprechend vielleicht eine kurze Schlussrunde. Was ist so das Thema jetzt Rechenzentrum betreffend? Wo geht's hin? Ist es wichtig, die Mittelstand und die Unternehmer aufzuklären und zu sagen, es ist doch mehr Sicherheit in einem Rechenzentrum aufgehoben. Die Infrastruktur, haben wir ja gehört, ist nicht so schlecht, wie wir es gehört haben. Ich glaube auch, es ist effizienter, meine Meinung, wenn ich mehr in einem Rechenzentrum auslagere, als wie jeder für sich selber betreiben. Aber keine Ahnung, euer Statement. Fangen wir bei dir an. Genau, also ja, wir sehen es auch teilweise im Mittelstand noch, das kann der Andi sonst auch gerne mal bestätigen. Da haben wir viele, die haben noch brav ihre eigenen Server im Keller, ne, und die werden da vom Admin gepflegt. Vielleicht sollten wir da mal stark drüber nachdenken, aber zumindest mal parallelisiert. Das wäre Schritt 1. Und ansonsten Schritt 3 wäre dann auch nicht nur bei einem Anbieter, sondern vielleicht auch bei mehreren, zumindest mal 2 für kritische Daten seine Infrastrukturen vorzuhalten, weil die Cloud alleine ist eine schöne Sache. Oder eben gucken, ob der Anbieter das redundant genug gemacht hat. Schon anbietet, so. Ja, genau. Ja, aber die Praxis zeigt halt oft was ganz anderes. Ja. Das seht ihr bei den Angeboten auch. Ja. Und wenn wir das Stromthema abschließen wollen, vielleicht kann man ja, gut, bis zur Wahl nächste Woche werden wir jetzt nichts mehr reindrücken, aber ein schöner Vorschlag wäre doch, dass man zumindest für eigenverbrauchten Stromanteil, so ähnlich jetzt wie bei den kleinen Anlagen mit 10 kW Peak, ja, brauchen wir jetzt auch nichts mehr machen, ja, dass man da vielleicht auch die EEG-Umlage vielleicht zumindest für den Eigenanteil lässt oder so. Das wären ja Dinge, dann würden wahrscheinlich die Herrschaften hier sofort das ganze Feld vollzimmern. Und wahrscheinlich jeder zweite Unternehmer wird das machen bei der momentanen Und wenn ich das ergänze, habe viele WEGs, die das auch gerne machen würden und es nicht tun, weil die Gesetzgebungslösung sagt, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, 125.000 kW könnten wir auf unseren Dächern produzieren in Oberföhring. Lohnt sich nicht. Die Gesetzgebung ist so schwierig, dass es einfach nicht machbar ist. Florian.
Ja, schwierig. Ihr habt eigentlich schon alles Wichtige gesagt und ich habe ja gerade auch einen relativ langen Redebeitrag gehabt, aber regionale Rechenzentren in Deutschland, in Bayern haben den Vorteil, dass ich die Hand auf meine Daten habe. Es ist wirtschaftlich sinnvoll, weil ich mich auf lange Frist nicht in die Fänge eines Einzelnen gebe, sondern ich bleibe souverän. Das ist ein wichtiges Thema. Und zum Thema Energie könnte ich noch 2 Tage reden, aber also mein Punkt ist, Energiewende wird dezentral sein. Man muss die Leute machen lassen. Es gibt so viele tolle Unternehmerpersönlichkeiten bei uns im Land, die alle eine Idee haben, wie sie dazu beitragen können. Bin ich sehr gespannt, was die nächsten Jahre passiert. Du hast ja das Produkt sozusagen adaptiert. Genau. Na, ich meine, letztendlich verkaufen wir veredelten Strom. Ne? Das so. ist es. Ne? Wir veredeln wir wandeln Strom in Wärme. Und deswegen haben wir nicht so viele Kostenfaktoren neben dem Strom. Das sind im Endeffekt die Personalkosten und die Standortkosten, die wir halt haben. Und insofern ist es essentiell für unseren Standort, für Deutschland, wenn wir hier konkurrenzfähig bleiben wollen, dass natürlich der Strom auch dementsprechend nachhaltig produziert wird und kostengünstig produziert wird. Das ist ein alles entscheidender Faktor, weil gerade in der Cloud habe ich einfach die Möglichkeit, einen beliebigen Standort zu wählen. Da bin ich auf Deutschland jetzt nicht unbedingt angewiesen, wenn ich nicht den deutschen oder europäischen der Datenschutzgrundverordnung unterliege. Also insofern ist es entscheidend, dass wir uns da an der Stelle bewegen. Und da hoffe ich jetzt mal, nachdem die Debatte jetzt langsam auch im Zentrum der Gesellschaft anbelangt ist, dass sich da auch künftig was bewegen wird und dass wir alle die Gelegenheit haben, nicht nur jetzt als Nodus Network, sondern vielleicht auch wir privat, ne, dass wir uns künftig da alle daran beteiligen können, weil, wie der Florian sagt, die Zukunft wird dort dezentral sein und dementsprechend müssen da einfach die Anreize geschaffen werden, dass wir das vernünftig bewerkstelligen können. Perfekt. Danke dir. Wir sehen uns, ich komme gleich zu dir, Clemens, wir sehen uns morgen um 11:30 Uhr wieder. Thema Nachhaltigkeit in der Ernährung. Wir sind live aus der Käferschenke wieder mal. Das ist auch ein spannendes Thema, da freue ich mich auf morgen drauf. Bevor wir jetzt dir das Schlusswort geben, eben noch eine kleine Verabschiedungsrunde und ich freue mich, dass wir dann statt Wasser, was wir jetzt gerade serviert bekommen haben, noch ein Glas Bier miteinander trinken können, weil es ist schließlich Wiesen, weil jetzt beginnt dann die Afterwiesen sozusagen, nicht um 11 Uhr in der Nacht, sondern wir machen sie um 16 Uhr. Ja, früher als sonst. Clemens, bitteschön. Du hast das ja schon genannt. Ein paar gute Zutaten, hast du feines Bier und wenn du ein bisschen mehr nimmst, dann hast du schönes Essen. Und ich glaube, das Mahl, das wir jetzt kurz angerissen haben, das ist ja schon bereitet. Alle sind sich einer Meinung, wir wollen die Daten in Deutschland halten. Die politische Meinung ist auch ziemlich einstimmig bei der Frage, dass wir nachhaltigen Strom brauchen. Also haben wir 2 Determinanten schon festgesetzt und alles andere folgt daraus. Und deswegen muss man auch alle politischen Parteien dazu zwingen, jetzt die Konsequenz aus diesen von ihnen selbst festgelegten, jedenfalls mehrheitlich determinierten Ansätzen zu ziehen. Die Konsequenz heißt Strom-Eigenverbrauch nicht besteuern. Die Konsequenz heißt Stromtrassen schneller bauen, Planungsverfahren stärken. Die Konsequenz heißt Strom im europäischen Maßstab auszutauschen. Stichwort Photovoltaik, daher, wo es einfach günstig und schnell geht. Und die Konsequenz heißt auch Regionalität, auch ein politisches Schlagwort der Zeit, zu stärken. Das heißt halt auch ein Rechenzentrum da zu machen, wo die Daten anfallen. Das heißt vielleicht auch die Abwärme da zu nutzen. Wir verwandeln Strom in Wärme. Genau. Irgendwo gibt es ein Schwimmbad, irgendwo gibt es ein paar Wohnblöcke. Wir haben in München zum Beispiel das Thema Fernwärme aus Geothermie. Warum muss aus der Geothermie kommen? Warum kann die Fernwärme nicht aus dem Rechenzentrum kommen? Da reden wir ja doch schon über maßgebliche Energiemengen. Das sind alles Themen, die man in der nächsten Zeit politisch umsetzen muss, weil der Konsens da ist, weil dieses Mahl eigentlich schon bereitet ist. Jetzt geht es bloß noch darum, die Zutaten gut zu braten, ordentlich zu würzen, schön anzurichten und auf einen Teller zu bringen, der dann auch wirklich von allen akzeptiert wird. Und das ist eine Aufgabe, die ich jetzt in der Stadt in der kleinsten, tiefsten politischen Ebene versuche umzusetzen.
die im Land noch viel größer ist, im Bund an entscheidenden Stellen und in Europa die großen Stellschrauben hat. Das zu kommunizieren ist Aufgabe des Mittelstands an die Politik. Die Umsetzung ist dann auch wieder Aufgabe des Mittelstands und ich als kleiner Münchner schaue, dass ich meinen Teil dazu beitrage. Perfekt, danke euch. Das war super. Herzlichen Dank an euch alle. Prost. Schnaps Schnaps mit Kohlensäure, ja. Achso, ja, Schnaps war es, ich habe es ganz vergessen.